Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt weitere Modifikationen an meiner eigentlich Serien-Riken Mark II oder Mark II, Mark II. Und da seht ihr, Zielfernröhrle. Könnt ihr da auch durchgucken. Alles jetzt. Da haben wir 5 weitere Raketen, dass wir ein bisschen Munition haben. Ich meine, das habe ich euch ja schon vorgestellt. Da hat er den Spoiler, damit da hat er nicht so regnet, dass halt schön abgeschlossen ist. Ich meine, ich will das könnt ihr jetzt schon mit Sekundenkleber oder so richtig nachkleben und dann wäre das gescheit fest, aber das will ich dann doch nicht machen. Was jetzt dazu kommen ist, Raketenhalter habe ich erzeugt, Zielfernröhrle. Und dann haben wir da noch einen Steg für mehr Stabilität, dass das da auch noch mal so richtig dagegen drückt und volle Power rausholen will. Ja, oder das halt einfach, dass das da auch noch nicht so lose rumhängt, dass das ein bisschen verbunden ist. Halt mal da. Das ist mehr aus optischen Gründen. Und ich zeige euch nachher auch, wie viel Felddrucke das braucht hat, bis ich es hingebracht habe. Weil das ist schon, ja, das an die Form anzupassen, das ist schon nicht ganz einfach. Also das hat ein bisschen Materialkost. Und irgendwann mal gibt es einen 3D-Scanner. Seht ihr, da ist ein Millimeter nicht viel. Und das ist doch ein 3 Teil. Das sollte eigentlich nicht sein. Aber ich wollte es nicht nochmal ausdrucken. Da seht ihr es, 3 Teil. Und haben da 3 Millimeter gefehlt. Naja, komm. Da drucken wir den Mittelteil aus. Und dann ist gut. Und da hat er jetzt halt. Ja, das müsste ein bisschen die Richtung. Aber das sind ja Dinge. Also, wenn ihr das alle fleißig auffragt und das irgendwann mal, was weiß ich, aber das glaube ich, das weiß ich jetzt nicht. Oder vielleicht findet sich da ein Hersteller, der sagt, der macht da die Blaster-Ingenieurs-Edition aus dem Blaster. Aber momentan habe ich das bloß für mich. Und bei mir taugt das so, das langt mir. Und da war's das. Und wenn man das irgendwann mal, dann müsste ich das sowieso wesentlich besser ausdrucken und das Modell vielleicht nochmal aufpassen. Ihr seht hier, das ist jetzt vielleicht nicht ganz ideal. Aber mir langt's und für das Video langt's, also von daher. Und das habe ich euch auch schon erzeugt. Das habe ich beim letzten Mal schon gehabt. Findet das Video unten in der Beschreibung natürlich wie immer. Das kennt ihr ja hoffentlich. Und wenn ihr da schon da unten so seid, drückt den Daumen nach oben, lasst ein Abo da, drückt das Längerle und lasst einen Kommentar da, oder? Also das ganze Schmamm halt. Aber das ist jetzt ein mächtiges Blasterle. Und das sieht schon besser aus. Ich meine, die Teile, die sind jetzt auch nicht ganz perfekt, da muss die ein bisschen feilen und alles, aber ja, mir langt's. Das fürs Erste. Und mit dem Zielfernröhrle, das weiß ich nicht, ob das bleibt. Oder ob man da auf die Seite noch irgendwas machen. Weil da könnte man jetzt einfach von da rübergehen, Bügel rum oder so. Oder irgendwie könnte man da auch noch. Das war halt scheiße zum Drucken. Das müsste man dann mit viel Stützstruktur drucken. Das ist halt, wo da rumgeht. Das ist Zielfernröhrle. Wobei, ich kann es auch. Weil das Zielfernröhrle, das ist da noch stehen gedruckt worden. Also wenn da das Druckbett ist, so nach oben, da könnt ihr eigentlich da rum irgendwas machen. Will nicht schon wieder einen Flachmannhalter machen, also irgendwas. Mir ist noch keine Idee eingefallen, also. Bin ich offen für Kommentare, Ideen, Vorschläge. Und eigentlich hätte ich es gerne hinten abgeschlossen. Und das ist halt gut. Das geht halt nicht, weil es nach vorne aufgeht. Vorne hätte ich es abschließen können. Das hätte ich machen können. Oder man macht halt ein Teil und klebt das mit so Knetmasse oder doppelseitigem Klebeband noch. Und die Rakete, das passt. Das ist auch ziemlich eng. Aber da noch ein extra Teil, um da die Schiene abzuschließen. Das ist auch mit ein bisschen so Knetmasse. So Knetmasse.
Also, das passt jetzt schon ziemlich gut. Da hat man jetzt halt nochmal Platz für 5 Raketen. Das ist schon beeindruckend. Und da kann man dann da ja, sich selber abschießen. Dann quasi so die nächste Raketen einladen. Und weiter. Das dann wieder sammeln. Das ist schon ganz praktisch. Ja, das da vorne das ist natürlich auch cool. Das bin ich vielleicht am Überlegen, ob man da noch so Mega-Halter noch macht für Mega-Pfeile. Das wäre vielleicht eine Option. Die müsste man dann aber so nach vorne, weil eigentlich wäre es nach oben cooler. Aber das wird glaube ich vom Drucker her schwierig. Und so nach vorne könnte man das dann da rum. Oh, das könnte man ziemlich weit. Und das ist dann halt. Zack, oh, den habe ich hier gefangen. Das ist dann wirklich nur Rechtshänder-Blaster dann irgendwann mal. Ich meine, wenn ich da noch was noch. Oh Gott, der Daumen. Das heißt, ich kann dann maximal bis dahin hergehen. Oder muss halt ein bisschen weiter raus. Also so Ringler für Mega-Pfeile. Und das wäre dann schon ganz gut, wenn man das in die Richtung druckt, weil dann ist das dann stabil. Das Magazin. Das ist da noch auf der Seite. Gerade so, dass ich mit dem Finger nachkomme. Also das ist alles ein bisschen eng geworden. Kann man das. Oh, das sieht recht gut. Und ich mag den. Ich mag das, wie sich das anhört. Das ist immer noch klasse. Ja, schauen wir uns die Entwicklung an. Sagen wir da. Und die andere, also das vorne den Abschluss, das habe ich das letzte Mal erzeugt, das habe ich das letzte Mal erzeugt, das habe ich das letzte Mal erzeugt. Also da vorne zu den Megas, Rakete, weil wir brauchen ja da keine Schulterstütze da dran. Jetzt gucken wir uns die Rakete. Ja, das ist so. Gut, dass ich brauche. War jetzt dann aber auch nicht dramatisch. Also, seht, da habe ich irgendwie vergessen, dass das der Radius ist, nicht, dass das sich halt doch auf der Radius bezieht und nicht auf den Durchmesser des Maß hier. Und ja, dementsprechend bin ich dann verschrocken, als das fertig ausgedruckt war. Das habe ich so über Nacht drucken lassen und ja, naja, das sind so Dinge. Gut, da habe ich glaube zuerst die Rundung vergessen und dann, weiß nicht, das hat schon Spaß, aber da habe ich die Rundung noch neu gemacht, da hat das, was habe ich da sonst noch vergessen gehabt anfangs? Oh, das Maß hat nicht ganz passt, weil die Rundung hätte ich sonst neu gefehlt, aber da seht ihr, das ist der Hanner, weil das sorgt dafür, wenn man nach hinten kann es nicht gegangen, weil das der Hanner abschließt und das Würfel oder nicht Würfel, das Rechteckle der Hanner sorgt dafür, dass es nach vorne auch nicht gegangen kann. Dass das einzige Problem ist, die Dinger da seitlich, die legt es halt ein bisschen auf, deswegen ist einfach Knetmasse drunter, dass das hebt. Und ja, das ist der erste Raketenhalter, den ich entworfen habe. Das ist da mit 3. Ja, das können wir uns einmal angucken. Da sind die Raketen ein bisschen luftiger. Aber mir hat dann die Optik, das hat mir nicht so gefallen. Da habe ich gedacht, komm, nochmal zurück ans Zeichenbrettle. Oder seht ihr, die Knetmasse, die ich da reingequetscht habe. Vielleicht ein bisschen ist viel, aber wisst ihr, viel hilft viel. Und das ist schon auch okay. Oh, das gequietscht immer. Das ist schon auch okay. Das sieht auch gut aus. Also. Aber, man, 5 ist halt einfach besser. Das ist schön symmetrisch und alles und ja. Warum auch nicht, wenn man auch 5 Raketen haben kann.
Habe ich zum Glück genug auf diesem eBay da gefunden. Das kann man sicherlich mal für was anderes brauchen. So, das wieder. Was seht ihr das Ding da vorne? Oh, je. Das Mal habe ich auch orange Rakete gefunden. Ich habe ursprünglich die von Fortnite, die lilane da. Und das war mir dann einfach irgendwann mal zu viel Farbe für den Blaster. So, da muss man gucken, dass die Dinger da, die Flügel da schön in richtige Richtung zeigen, weil sonst wird's eng. Gerade so, das passt. So, ein bisschen nach vorne, dass das nicht quetscht. Ja, das war der erste Versuch, da hat er. Das habe ich aus irgendeinem Grund so rumgedruckt, das ist blöd gewesen. Das geht natürlich nicht, habe ich. Ich weiß nicht, ob ich da Stützstruktur gehabt habe, glaub nicht. Das war nicht so clever. Aber von Vorversuch war das okay. Einfach um zu gucken, ob das die Schiene schön abdeckt. Und das war's halt. Was der Kopf nicht gemacht hat, habe ich mit der Pfeile gemacht dann. Das hätte ich auch so stehen drucken können. Und das ist jetzt hier schon praktisch, da hat man halt unter große Fläche. Ist nicht besonders stabil, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, dass das Abbruch ist. Da funktioniert es, da hebt es ja. Ja, ist halb so wild. Das landet im Archiv, das kann man vielleicht einmal brauchen. Und das. Ja, das landet auch im Müll. So, dann haben wir da unten, das war auch eine rechte Probiererei. Da habe ich vieles Verschiedenes probiert. Und das da und das da ist da. Oder habe ich auch ein paar Fehldrucke gehabt und habe ich irgendwann mal, das hätte eigentlich passen, aber das ist halt mit so Druckbettding. Da habe ich anfangs, ich glaube, das war nicht nah genug am Druckbett dann oder war zu nah und dadurch hat das dann irgendwie nicht passt und was weiß ich. Das ist. Und bis man da die Form und alles, habe halt ein Bild gemacht und das kriegt man mit dem Bild nie so genau nach, selbst wenn man da ein paar Maße macht und das dann auch passt. Das ist halt irgendwann mal ein gescheiter 3D-Scanner. Irgendwann einmal. Und das war das erste Zielfernröhrle. Das hat eigentlich recht gut passt. Da hat ein Millimeter zu wenig. Und dahinter habe ich vergessen. Da muss. Wir gucken uns das einfach mal an. Da seht ihr ja die Schiene. Gott, da haben wir bloß bis da. Weil da haben wir ja der Stopper kommt. So. Drauf. Das habe ich sauber gemessen. Das rastet schon ein. Die Zielfernröhrle, die da habe ich von Streif, glaube ich, auch schon alles gemacht und alles. Das ist jetzt halt der Hanne aus einem Guss. Und der Hanne so schräg, dass ich keine Stützstruktur brauche, dass ich sich langsam aufbauen kann. Und da innen, das Badekreuz. Seht ihr das überhaupt irgendwie? Ja, das baut sich auch langsam auf. Also, mal genau ist der Plaster sowieso nicht. Aber wir können uns. Ja, da habe ich noch vergessen, die ganzen Verbindungsdinger, die drin sind. Da seht ihr die Verdickungen da vielleicht. Außen seht ihr es, wenn man das gegen das Licht hebt. Auf jeden Fall, die habe ich vergessen rauszunehmen. Also wenn man das aus einem Stück druckt, braucht man die Verdickungen nicht, aber das macht dann halt, wenn man das so druckt, ein bisschen Probleme. Deswegen seht ihr da einen Haufen Fäden drin. Das war noch ein bisschen ein Nachteil. Ja, das sind so Dinge, die man lernt. Aber das hat schon da noch recht gut funktioniert, das mit dem Hoch und runter. Da vorne die kleine Ecke, damit das da noch schön der Form nach ist. So wie es sein soll halt. Und die Farbe passt recht gut. Von der Kamera, weiß nicht, wie ihr das auf dem Bildschirm seht, aber in der Kamera ist das echt ziemlich nah beieinander. Echt ist ein bisschen ein stärkerer Unterschied. Aber gut, seht, das sind
Da haben wir so unterschiedliche Orangetöne. Das kommt auch ins Archiv, das kann man vielleicht einmal brauchen. Es wird sich zeigen. Und was wir dann noch haben, nochmal Riken Mark II. So sah die mal ganz ohne Zubehör aus. Also gut, von außen. Also die ist innen original, dafür von außen modifiziert. Die ist außen so halbwegs original, dafür innen ordentlich modifiziert. Und ihr seht vielleicht im Magazin schon, das ist Blaster für kurze Pfeile. Hopp. Ja, warte mal. Oioi. Da braucht man Kraft bei dem. Und da steht ja immer noch auf der To-Do-Liste, dass man den mal vollautomatisch macht. Da brauche ich Modelle, das zurückziehen kann. Dann muss ich mal die Kraft messen. Und mal gucken. Ich brauche halt starkes Modelle, dass das zurückziehen kann. Nach vorne, gut, nach vorne geht es einfach. Dann brauchen wir, sobald man den Schalter auslöst, löst das Stößel aus. Und dann zieht es das auch wieder zurück mit einer kleinen Verzögerung. Das wäre schon schön. Aber das ist auch so ein Projekt. Da kraut es mir ein bisschen. Das ist ja. Bei der fällt mir das gar nicht so auf, dass die das Weiß bloß auf einer Seite lackiert haben. Das ist. Schlamper sind's. Da guckt. Die Seite haben sie lackiert. Die nicht. Bei dem Blaster fällt das halt auf. Bei der anderen sehe die Seite fast nie. Ja. Da muss ich noch überlegen, wie man das macht. Brauche ich halt schon kräftiges Modell. Das muss dann dahinter in die Schulterstütze, also die Schulterstütze kommt dann da weg, dann machen wir was Eigenes. Die wird dann auch irgendwie fest verbunden. Ganzer glatter Radatsch. Kriegen wir dann irgendwie noch. Aber das ist nur so als Ausblick. Das habe ich euch ja Anfang des Jahres schon erzählt, dass ich das machen will. Würde ich jetzt nicht sagen, versprochen. Ob wir das Jahr hinkriegen, das weiß ich nicht. Sehen wir, das wird sich zeigen. Ich meine, habe sowas noch nie gemacht. Von daher wird es ein Abenteuer. Und dann, was da aber da? Drück das länger, dann kriegt das mit, was man so alles für schöne Sachen macht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern und viel Spaß beim Basteln. Euer Blasteringenieur.